Alfred Escher, wohl der wichtigste Schweizer Unternehmer im 19. Jahrhundert. Er hat, wie viele Chefs seiner Zeit, das Büro am Zürcher Paradeplatz im ersten Stock. Die Vorgesetzten in der Bel Etage, die Tiefergestellten weiter oben. Das ist lange Standard. Das ändert sich 1867. An der Weltausstellung in Paris wird erstmals ein Hydrauliklift auf europäischem Boden präsentiert. Nun ist es nicht mehr anstrengend, in höhere Etagen zu gelangen. Fortan streben die Firmenbosse nach oben. Ein Denkmal setzt sich John D. Rockefeller. Der Industriemagnat lässt in New York das Rockefeller Center bauen. Trotz schöner Aussicht, privat residiert er im Keller. Sein Büro aber ist hoch oben im 56. von 70 Stockwerken. Wer über anderen thront, kann allerdings auch tief fallen, wie Dick Ford, der damalige Chef von Lehman Brothers. Sein Büro in der 31. Etage soll, so wird kolportiert, nur über einen eigenen Lift erreichbar gewesen sein. Das verhindert nicht, dass die Bank 2008 pleite geht, Ford vom Kongress in die Mangel genommen wird und nüchtern bekennen muss: One day we had a firm, the next day we did not.